SRF Audio. Also, ich bin hier gerade an meinem Computer und ich schwanke hier gerade noch zwischen, den knusprigen, geräuschvollen Stressbällen mit Eishaut. What? Hä? Und dem 6-in-1 Multifunktionsstarkmagneten für magische DIY-Maniküre. Oder hier, der therapeutische Butterstick mit cremigem Aroma zur Angstlinderung. Auch sehr verlockend. Alles so zwischen 1,30 Franken und 2,50 Franken. Ja, ich bin gerade auf Shein unterwegs und werde auf dieser Plattform überhäuft mit Dingen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt, zu Preisen, von denen ich gar nicht wusste, dass es so billig geht. Wenn etwas super günstig ist, dann ist es sehr wahrscheinlich auch super günstig hergestellt. Tja, ist's aber vielleicht zu billig. Denn jetzt geht Shein das Geld aus und drum will die Firma an die Börse gehen, um neues Geld zu sammeln. Wir schauen uns an, was konkret hinter dem Börsengang steckt und wie Shein und sein Geschäftsmodell eigentlich genau funktionieren. Das machen wir einerseits mit unserem China-Korrespondenten, gerade gehört, und unserem Wirtschaftsexperten. Das ist News Plus, ich bin Susanne Stöckel, heute zusammen. Ich geb's zu, ich bin quasi Shein-Jungfrau, wenn man das so sagen will, hab bisher noch nie was auf der Plattform bestellt. Aber viele andere haben das schon und machen es vermutlich genau jetzt in diesem Moment. Shein ist eins der großen Ultra-Fast-Fashion-Unternehmen der Welt, weil man dort Kleider, aber eben auch irgendwelche Stressbälle und Buttersticks unglaublich günstig kaufen kann. Bisher hat das auch alles funktioniert, jetzt aber nicht mehr wirklich so gut. Warum? Das weiß Pascal Lago aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und er, liebe Leute, hat sich mal so richtig ins Thema eingelesen und sich für die Antworten durch diverseste Unterlagen gegraben. Ja, genau, das ist das, sorry. Genau hier. Das nenne ich Einsatz. Also Pascal, warum läuft es bei Shein nicht mehr rund? Shein ist weltweit unter Druck, also besonders in den USA und in Europa. In den USA sind seit Mitte letzten Jahres die Pakete unter $800 nicht mehr zollfrei. Das war bisher so. Und in der EU seit Juli dieses Jahres auch nicht mehr. Pakete, die unter 150 € kosten, waren bisher zollbefreit. Und all das spürt Shein jetzt, also vor allem den Gegenwind aus den USA. Von Januar bis März hat Shein einen Verlust von 99 Millionen US-Dollar gemacht. Und die Maßnahmen der EU, die traten erst dieses Jahr in Kraft. Das zeigt sich also noch nicht in den Zahlen. Aber darum dürfte es für Shein in den nächsten Jahren noch ungemütlicher werden. Das ist aber nicht das einzige Problem. Gleichzeitig wird die Konkurrenz zum chinesischen Onlinehändler Temu größer. Die beiden Billig-Onlinehändler, die streiten sich weltweit um Marktanteile. All das sorgt dafür, dass die Phase des sozusagen aggressiven Wachstums vorbei ist. Shein muss sich jetzt anpassen und das kostet Geld. Aggressives Wachstum, sagt Pascal. Denn Shein hat mal richtig Geld gemacht mit seiner Strategie. Ja, das Unternehmen hat sozusagen einen neuen Begriff erfunden, Ultra Fast Fashion, also nicht mehr einfach schnelle Mode, sondern ultraschnell. Fast Fashion ist eine Bezeichnung für Läden wie H&M und Zara. Shein hat das Prinzip von schnell und billig jetzt auf die Spitze getrieben und darum Ultra. Also von der Idee einer neuen Hose zum Beispiel, eines neuen Designs, bis die Hose dann im Onlineshop steht, das dauert bei Shein gerade einmal ein paar wenige Tage. Bei Zara und Co. dauert das ein paar Wochen. Und Shein reagiert sofort darauf, wenn sich Modetrends ändern, setzt dafür zum Beispiel künstliche Intelligenz ein und überwacht die sozialen Medien. Dann werden kleine so Testmengen produziert, also ein paar Hosen, und dann wird geschaut, kommen diese gut an? Und wenn ja, dann kann Shein extrem schnell mehr davon herstellen. So kann Shein schnell sein, eben weil sie diese Realtime-Produktion sozusagen auf die Spitze getrieben haben. Und dazu kommt dann noch aggressives Marketing, auch auf den sozialen Medien. Und billig konnte Shein bis heute sein, weil es mit hunderten kleinen Produzenten in China zusammenarbeitet und dann direkt von dort, zum Beispiel in die USA oder nach Europa, verschickt, und zwar per Flugzeug. Das Geschäftsmodell ist jetzt aber so, wie es ist, stark unter Druck. Dieses Geschäftsmodell von eben Ultra, Fast Fashion und anderen Produkten, die in 0, nichts raus in die Welt geschickt werden. More deliveries, Fiona!
I got those kitchen gadgets, tech organizers, and cute home decorations I showed you. Let me guess, you got the one Shein? Yes. So ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das wird ja in diesem Shein-Werbespot angepriesen. Naja, aber damit das überhaupt funktioniert, braucht es Menschen, die Mode und andere Dinge so schnell, so billig produzieren. Und dafür machen wir einen Abstecher nach China zu Samuel Emch, unserem Korrespondenten. Er hat sich eingehend mit Shein und vor allem auch mit der Kritik an dem Unternehmen beschäftigt. Es geht natürlich um die Arbeitsbedingungen, unter welchen diese Produkte, die dort verkauft werden, hergestellt wurden. Das ist das Erste. Um die Qualität geht es auch noch. Also kann etwas qualitativ hochstehend sein oder dieselbe Qualität haben wie ein T-Shirt oder ein Hemd, das ähnlich aussieht und ebenfalls aus China kommt. Also das sind, glaube ich, die zwei Hauptpunkte: Qualität und Arbeitsbedingungen. 1,80 Franken für das Zusammennähen einer Bluse. Und schau mal hier, die hat 2 kleine symmetrische Taschen. Das sagt eine Näherin und meint damit, dass man so wenig Geld für eine Bluse bezahlt, die dann eben auch noch etwas anspruchsvoller ist und so 2 Taschen drauf hat. Erzählt hat die Näherin das unserem Korrespondenten Samuel Emch auf einer Art Marktplatz, auf dem sie nach Arbeit suchte. Das sind so Villages, nennt man die. Dörfer ist eigentlich ein Stadtteil, ganz im Süden in der Stadt Guangzhou. Da werden Zehntausende Näherinnen und Näher angestellt, eben in kleineren und größeren so Nähateliers, könnte man schön sagen. Sweatshops wäre, glaube ich, ein bisschen der negativere Ausdruck, aber eben, die werden dort angestellt und zwar sehr oft temporär. Da gibt es einen großen Marktplatz, da hat es viele Näherinnen und Näher am Morgen und dann kommen Fabrikbosse und Chefin auf den Platz mit irgendeinem T-Shirt, einer Jacke, einem Rock und zeigen den herum, den Näherinnen und Näher, die nehmen den in die Hand und untersuchen ganz genau, okay, was hat es für Nähte, was hat es für Schnitte. Und dann sagt der Fabrikboss, ja, okay, ich zahle dir irgendwie 12 Rappen oder 50 Rappen für dieses Teil. Und dann wird verhandelt und gesagt, ja, nee, das hat einen komplizierten Schnitt oder da hat es noch eine zusätzliche Tasche, da brauche ich ein bisschen mehr für. Und eben dieser Preis pro Stück, der ist offenbar zurückgegangen. Das haben mir sehr viele Näher und Näherinnen dort gesagt auf diesem Marktplatz. Du hast vorhin auch noch einen zweiten Punkt angesprochen, die Qualität, eben wenn man ein T-Shirt für 1 oder 2 Franken kauft oder eben dann für 10 oder 20 Franken. Wie sieht es denn da mit der Qualität aus? Die leidet ganz offensichtlich. Das ist klar, das haben mir auch Hersteller von Kleidern und anderen Produkten vor allem auch gesagt. Also das macht ihnen zum Teil auch Sorgen. Da kommt vorwiegend der Druck, der kommt von den Plattformen. Die wollen möglichst günstige Produkte auf ihrer Plattform haben und deshalb drücken sie die Produzentinnen und Produzenten, die eben diese Produkte herstellen und sagen, hey, du musst günstiger werden. Und da leidet dann schlussendlich auch die Produktion. Also ich habe zum Beispiel einen Produzenten von Küchenmaterial getroffen, der hat gesagt, ja, eigentlich will er gute Qualität herstellen, aber mit dem, was er noch kriegt auf der Plattform und diesen Druck, den er erhält, da muss er runtergehen und da leidet dann auch die Qualität. Und er findet das schade, weil das quasi dann den Stereotypen bestärkt, dass China nur Billigware herstellt, die schlechte Qualität hat. Dabei könnten sie eigentlich auch sehr gute Qualität herstellen und der Preis wäre aber dann deutlich höher. Ja, die Qualität ist das eine, die Sicherheit das andere. Also wenn Materialien verwendet werden, die an sich nicht zugelassen sind oder Dinge vernäht oder in Produkten verbaut werden, die gefährlich sind. Diese Praxis hat in der Vergangenheit aber funktioniert. Ja, laut dem Börsenprospekt in den letzten 3 Jahren hat Shein jeweils mehr als 2 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht unter dem Strich. Weil es nun aber eben neu in den USA und Europa diese Zölle auch für kleine Päckchen gibt und weil die Konkurrenz zu Temu größer wird und weil sich die beiden Firmen um Marktanteile streiten, sucht Shein jetzt Geld an der Börse.
In einer Woche soll der Börsengang über die Bühne gehen, wie das Ultra-Fast-Fashion-Unternehmen heute mitgeteilt hat. Und es erhofft sich davon circa 1,7 Milliarden US-Dollar, um dann neue Wege zu gehen. Shein muss eben sein Geschäftsmodell anpassen, neu erfinden. Es geht vor allem darum, dass Logistik neu gedacht werden muss. Eben viel muss per Schiff jetzt verschifft werden, nicht mehr per Flugzeug. Oder es braucht Lager in den USA selber und in Europa und all das ist teuer. Gleichzeitig muss man auch wissen, dass dieses Geld, das jetzt gesammelt wird, nicht unbedingt ein Befreiungsschlag ist, denn Shein versucht auch finanzielle Schadensbegrenzungen zu machen für Großinvestoren, die heute schon in Shein investiert sind. Und da geht es darum, dass aufgrund von vertraglichen Schutzrechten heute im Prospekt kommuniziert wurde, dass Shein Gratisaktien an diese Altinvestoren ausschütten möchte, um die Verluste auszugleichen, dieses 70-prozentigen Bewertungsabsturzes. Also je nachdem, ob dann auch wirklich diese 3,5 Milliarden am Schluss fließen müssen, entsteht so eine Mischrechnung und es ist eben nicht ganz klar, wie liquide am Schluss Shein wirklich ist oder ob das jetzt einfach sozusagen etwas ist, um diesen großen Investoren, die schon früh Geld investiert haben, da einfach ein bisschen entgegenzukommen. Mal kurz gesagt, wie viel Geld unter dem Strich dann für Shein tatsächlich rausspringt bei diesem Börsengang, das kann man im Moment noch nicht sagen. Ja, Temu oder besser gesagt der Mutterkonzern PDD Holdings ist übrigens bereits an der Börse. Denen geht es aber auch nicht sehr viel besser. Der Aktienkurs ist in letzter Zeit nämlich eingebrochen. Und genau deshalb ist die Konkurrenz zwischen Temu und Shein auch größer geworden. Aber immer noch versenden diese beiden großen Billigplayer eine fast unvorstellbare Menge rüber zu uns. Da kommen zusammen pro Tag aus China in den Westen 9.000 Tonnen Fracht. Es gibt nur Zahlen für beide, Temu und Shein. 9.000 Tonnen Fracht, das entspricht etwa um die 90 Frachtmaschinen vom Typ Boeing 777 und das pro Tag. Also laut Cargo Facts Consulting, die haben das ausgerechnet, ist dieses Volumen deckungsgleich mit 5% der weltweiten Frachtflotte, die global im Einsatz ist. Das ist eine unglaubliche Zahl. Man muss schon auch noch fair bleiben. Also auch Amazon Prime hat etwa 80 Frachtflieger. Die gehören einfach Amazon und das fällt deswegen weniger auf. Aber einfach diese Dimensionen, die muss man sich vor Augen halten, wenn man über Nachhaltigkeit spricht. Und da sind wir wieder bei der Kritik an Shein und bei Samuel Emch, unserem China-Korrespondenten, der die Näherinnen und Produzenten vor Ort ja besucht hat. Und ich habe ihn mal auf ein Argument angesprochen, das mir in diesem Zusammenhang immer wieder begegnet. Ich höre da manchmal, ja, ob ich jetzt die Sneaker für 100 Franken auf einer Plattform in der Schweiz kaufe oder für 10 Franken bei Shein beispielsweise, kommt doch eh alles vom selben Ort, aus derselben Fabrik, dann zahle ich lieber weniger. Samuel sagt dazu: Ja und nein. Also es gibt natürlich tatsächlich diese sogenannten OEMs, das ist übersetzt Original Equipment Manufacturer, also das sind solche, die tatsächlich zum Beispiel für westliche Brands Produkte herstellen, Kleider herstellen, aber auch Babyschüsselchen und Nuggis und so weiter. Oder auch Sneakers natürlich. Und die haben dann halt manchmal auch Überschüsse, die dann irgendwie auf dem Graumarkt landen. Aber wenn wir jetzt von diesen ultra günstigen Plattformen sprechen, also Shein, Temu, wo ein Produkt wirklich nur noch ein Bruchteil von dem kostet, was man sich sonst gewohnt ist, das kommt in der Regel nicht aus derselben Manufaktur. Oft ist es in China so, da gibt es irgendwie ein ganzes Dorf oder ein Städtchen, das eben Kleider herstellt oder es stellt Schminke oder Pinsel her und dann hat man gerade 50 oder 100 Fabriken, die da sind und die produzieren dann in verschiedenen Qualitäten und auch für verschiedene Märkte. Also jetzt zu sagen, ja, das kommt alles aus derselben Fabrik, ich glaube, das ist ein bisschen zu verkürzt. Und auch wenn es aus derselben Fabrik kommt, diese Fabrik stellt wohl auch in verschiedenen Qualitäten her. Fragt sich, ob oder wie bessere Bedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter erreicht werden können. Ja, es gibt die Bemühungen in China selbst von der Regierung, dass die Bedingungen gewisse Standards nicht unterschreiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Frage, ja, okay, wer steht in der Verantwortung? Sind es die Plattformen? Sind es die Konsumentinnen, Konsumenten? Sind es die Regierungen? Das ist eine schwierige Frage zu beantworten, wer schlussendlich hier die Verantwortung trägt,
für dieses ganze System in diesem Wirtschaftszweig. Inwiefern der Börsengang etwas ändert oder ob es Shein überhaupt schafft, sich mit diesem Geschäftsmodell weiter auf dem Markt zu behaupten, ja, das wird sich dann zeigen. Der Börsengang, der ist jetzt erstmal für den 1. September angesetzt. Mich würde an der Stelle interessieren, wie denkt ihr über Shein, Temu und Co.? Ist es ganz cool, weil man ab und zu mal was Billiges kaufen kann, oder kauft ihr lieber woanders? Schreibt's uns entweder an 076 320 1037 oder an die Mailadresse newsplus@srf.ch. Oder ihr könnt auch einen Kommentar hinterlassen, je nachdem auf welcher Podcast-Plattform ihr uns hört, ist das möglich. Dort könnt ihr uns auch folgen und bewerten. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, 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 sehr darüber freuen. Das war News Plus für heute mit Julius Schmid, Lea Sager und mit mir, Susanne Stöckel. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.